Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Münchenbuchsee. Und das haben wir heute für euch. Wie beliebt die einheimische Küche bei Schweizer und Schweizerinnen ist. Und der Countdown für das mittelländische Schwingfest hat gestartet. Laut einer Kulinarik-Webseite schneidet die Schweizer Küche verglichen mit dem Rest von Europa schlecht ab. Was meinen die Schweizer und Schweizerinnen dazu? Wir haben in Bern auf der Straße nachgefragt. Das Fazit? Die Schweizer Küche ist ja nicht schlecht, aber... In den vergangenen paar Tagen hat die Schweiz eine Bewertung bekommen, und zwar eine internationale Bewertung, dass sie eben die schlechteste oder eine der schlechtesten Küchinnen von Europa. Also das Essen hier scheint nicht so gut. Was haltest du davon? Also ich finde es keine schlechte Küche, aber von mir aus gesehen ist es so weniger vielfältig als jetzt andere Küchen, aber eigentlich Schweizer Essen ist von mir aus gesehen sehr gut eigentlich. So. Ja, ich muss sagen, ganz wundert es mich nicht. Ich frage mich ein bisschen, was ist genau für Schweizer Küche? Also, schockierend. Überrascht, dass es als schlechteste eingestuft wurde. Ja. Aber irgendwie, verglichen zu den anderen Küchen, so die Kulinarität, dort ist schon einiges höher. Wenn man sie jetzt 1:1 vergleichen müsste, sagen wir mal, die französische Küche oder auch die italienische, die haben einfach so ein bisschen mehr, ich weiß auch nicht. Das sind wie auch ältere Küchinnen, würde ich jetzt sagen. Es kommt sicher darauf ab, wo man geht essen oder wo man das Zeug einkauft natürlich. Aber das kann durchaus sein, weil es gibt natürlich hier auch viele Fast-Food-Restaurants oder ja. Also ich würde dem eigentlich eher weniger zustimmen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass schon viele die Meinung teilen, weil auch unsere Küche nicht so mega vielfältig ist. Welche Küche wäre so die beste? Oder würdet sagen, was habt ihr am liebsten? Ich esse eigentlich fast alles, aber ich finde so asiatische Sachen sehr spannend. Nicht alles, aber halt so verschiedene Currys und so, ja, genau. Ja, zum Beispiel Italienisch, ich glaube, das eigentlich auch jeder gerne. Also so Pizza und Pasta. So unterschiedlich bei mir. Ich habe irgendwie alles gern. Vor allem so, vielleicht so indische Küche habe ich recht gern. Mit all diesen Gewürzen und so pikanter. Ja. Ja, bei mir ist mehr die italienische Küche, halt auch von meinen Eltern geprägt, natürlich. Aber asiatisch ist sie auch extrem gerne, ja. also ich habe eher gerne eine leichte Küche und dann verbindet man es schon bald mal mit dem Mediterranen, oder? Also mit Gemüse oder... Ich glaube, sonst so italienisch. Ja, also von mir aus gesehen ist einfach die italienische Küche das, was ich super finde. In rund 100 Tagen verwandelt sich Frauenkappelen für das mittelländische Schwingfest in eine Hochburg für Schwingfans. Der Motorsägekünstler Toni Flugo-Flückiger hat dabei schon für das erste Highlight gesorgt. Mit seiner Live-Show hat er nicht nur Showlustige begeistert, sondern auch die Figur für einen Schwingenbrunnen geschaffen. Ich bin Flückiger Toni, mein Künstlername ist Flugo. Ich bin Künstler mit der Motorsage schon seit 25 Jahren. Ich mache Skulpturen, am liebsten Freestyle, einfach intuitiv. Ich bin dazu gekommen, es hat mich inspiriert, andere, die Skulpturen gemacht haben, und ich dachte, weil ich Motorsage-Fan bin, mache ich es mit der Motorsage. Was macht der Reiz für dein Haus an dem? Ja, die Liebe zum Gerät von einfach die Motorsage. Dass man mit einem grossen Gerät feine Sachen machen kann. Wie wählst du deine Motive aus, was du jetzt gerade machst? Oder hast du schon so gewisse, die du immer machst? Oder wie sieht das so aus? Ja, ich habe natürlich schon grosse Paletten, die ich immer mache oder wo die Auswahl ist. Aber schlussendlich mache ich das, was der Kunde wünscht. Ich meine, du hast schon einige Komplimente bekommen. Gibt es ein Kompliment, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, besonders in Erinnerung nicht wirklich. Mir berührt es natürlich, wenn der Beschenkte, der es überkommt, Tränen in den Augen hat und es ihn einfach emotional berührt. Das ist immer schön.
Das kommt öfter vor? Ja, das gibt es schon oft, ja. Du hast am Anfang gesagt, Motorsägen, ein grobes Werkzeug kann man sagen, und du machst feine Sachen. Was sind da die grössten Schwierigkeiten? Ja, eigentlich kenne ich. Ich weiss auch nicht. Die Leute staunen, dass es möglich ist, aber für mich ist es ja Alltag. Es ist wie ein anderes Bleistift in die Finger nimmt, nehme ich einfach eine Motorsage, aber das spielt ja keine Rolle. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo News Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Im Mittelland haben wir gebietsweise Nebel gehabt, der hat sich aufgelöst. Abgesehen davon hat aber die Sonne geschonen. Es war wolkenlos, also stahlblauer Himmel zum Geniessen. Wir haben im Moment Hochdruckwetter und das geht auch noch ein bisschen so weiter. Ein sogenanntes Omega-Hoch, sämtliche Störungen werden dann nach Norden abgelenkt. Man sieht es schön hier auf der Strömungsanimation. Bei uns im Alpenraum ist es also weiterhin ruhig. Das heisst, die Nacht auf morgen die ist sternenklar und am Morgen scheint wieder die Sonne. Nur im Mittelland haben wir gebietsweise ein paar Nebelfelder. Die Temperatur am Morgen bei -3 bis 0 Grad. Der Nebel der löst sich mehrheitlich auf im Verlauf des Tages. Der ist in den übrigen Regionen sonnig, mehrheitlich wolkenlos und die Temperaturen ein unterschiedlich. Der, wo der Nebel noch ein bisschen länger bleibt liegen, dort haben wir etwa 6 bis 8 Grad. An der Sonne gibt es durchaus bis gegen 10 Grad und die Höhe ist sehr mild auf 2000 Meter. Da haben wir etwa 7 Grad. Am Mittwoch nochmal dasselbe in Grün. Am Morgen zum Teil ein bisschen Nebel, der löst sich auf, sonst scheint die Sonne, ist weiterhin wolkenlos und die Temperaturen die steigen gegen 10 Grad an. Am Donnerstag da ist es teilweise bis recht sonnig, hat aber doch zum Teil ausdehntere hohe Wolkenfelder, aber weiterhin milde Temperaturen erreichen bis gegen 11 Grad. Der Freitag der startet im Oberland wahrscheinlich noch freundlich, dann nehmen aber die Wolken zu und in weiterer Folge ist zum Teil auch ein bisschen Regen möglich, noch ein bisschen auffrischender Südwesten und die Temperaturen die liegen weiterhin im zweistelligen Bereich. Am Wochenende da ist noch ein bisschen unsicher, was im Detail passiert. Voraussichtlich ist es ein bisschen wechselhafter, mit einem Mix aus Wolken, sonnigen Abschnitt und zum Teil auch ein bisschen Regen. Das Hochdruckgebiet das wird ja also ein bisschen schwächeln. Ja, und das war es schon wieder vom Wetter. Ich wünsche euch weiterhin einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.